Bon, schönen guten Morgen zu dieser Pressekonferenz, die außergewöhnlicherweise nicht mit Corona zu tun hat. Es geht heute darum, den Point zu machen zu den Plänen von der belgischen Regierung für möglicherweise direkt auf der Lützeraer Grenze sogenannten Atommüllendlager zu machen, wo langfristig Atommüll stockiert wird. Das, ohne das allerdings haut irgendwie weiß, welche Konsequenzen das hat, welchen Impact das hat auf das Umfeld, auf das Wasser. Und dafür gilt es, sich zu aktivieren, Bürger zu informieren und jetzt heute zu präsentieren, für das die Leute wissen, dass die belgische Regierung am Gangen ist, föderalen Niveau so einen Plan für ein Arrêté royal zu machen und so die Vorgehensweise am Atommülllager-Dossier zu definieren. Den Abhänger von diesem Point Presse ist also zur Mission von einer sogenannten Consultation publique transfrontière an all Bürger von Lützeburg, aber auch aus der Belgien, hat bis den 13. Juni 2020 die Möglichkeit, für auf das Plan von der belgischen Regierung zu reagieren. Das Pressekonferenz ist also am Sinn von einer Informationsveranstaltung für die Lützeburger Bürger gedacht, weil wir wollen, dass als Bevölkerung weiß, was am Gange ist, geplant zu gehen. Und ich selber muss ich verhimmeln nicht, dass den Zeitpunkt vom Lancement von dieser Consultation du Public äußerst problematisch fand, mit einer Krise auch an der Belgien. Und ich fand das schlimm für den ersten Schritt, für so Plan an dieser Zeit zu lancieren. Und wir werden auch als Regierung eine starke Message und die belgische Regierung schicken und das föderale Niveau an diejenigen, die das Plan ausschaffen. Das ist auch ganz klar. Und ich möchte morgen nach mit der wallonischen Kollegin Céline Tellier darüber erhalten, dass auch sie das kritisch gesehen regionalen Plan. Ich will an diesem Point Presse auf 3 Punkten eingehen. Erstens, den Detail, was geht es überhaupt, aber das wissen wir schon. Zweitens, werde ich eine Reihe juristischer Probleme abwerfen, die wir mit dem Plan haben, die betreffen vor allem den Umweltimpact und die Umweltprüfung. Und dann abschließend will ich die Leute auch mitteilen, wo sie können hören und wie hinschicken, wann sie die belgischen Autoritäten wollen hier Meinung suchen. Erstens, was geht es an diesem Dossier? Es geht also darum, einen Plan zu machen, für langfristig den Atommüll, den Atomabfall zu lagern. Wobei natürlich die erste Frage ist, vergräbt den an den Boden oder gibt es andere Sachen? Das wird aber nicht touchiert. Sie setzen voraus, dass sie wollen die geologischen Schichten detektieren, wo sie können den Atomabfall lagern. Das ist Bestand von diesem Plan. Muss ich noch wissen, dass als kurzen Historik 2010 hat die belgische Regierung schon einen Plan nationale Volley lanciert, den aus 2018 aufgeschossen ging. Das weiß doch, dass wir als Lo aktivieren, also schnell reagieren, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, von hier aus den Dossier zu influenzieren. Und dann zweitens, bei all großen Infrastrukturprojekten ist es so, dass eine strategische Umweltprüfung muss gemacht werden, für den Impact auf die Umwelt oder bei natürlichen Ressourcen zu machen. Und diese Umweltprüfung muss auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, für die Leute sich können ausdrücken, hier Bedenken können äußern zu einem freien Stadium. Und das sind Sachen, die sind heute nicht da. Wir haben ein Dossier, da gehen einfach Regionen, Schichten deklariert, dass eine total Intransparenz und das ist das, wo man noch keine Informationen, was das dort ausmischt. Am Moment wissen wir, dass es also die geologische Stockage geht, von radioaktiven Abfällen. Der Plan sieht 7 Standorte 4, die an der Grenzregion mit Lützeburg liegen, wo geologische Kuschen sogar bis an Lützeburg ran raken.
Und das möchte uns wirklich Gedanken auf Punkto Trinkwasser, weil wenn ein geologisch Kuge gestehen hat, den an der Lützeburger Sandstein River geht, dann hat der durchaus einen Impact, stell dich vor, du geschieht etwas an dem Lehrer, und dann haben wir über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderten ein Problem mit der Trinkwasserversorgung am Westen vom Land, möglicherweise, und dafür gilt es, der Totologie zu analysieren. Ich will auch die 7 Regionen nennen, die Belsch an ihrem Plan abzählen. Das Namur, Dinan, Plateau de Herve, das aber für allem 5 Kilometer von der Grenze Gaume, das de Saint-Clinal de Neufchâteau, das den die geht an Lützeburger Land ran, de Massif de Rocroi und de Massif de Stavelot. Schon noch ein Karte mitgebracht, weil wir uns als Umweltminister der Toten angeguckt, weil wir just geologisch Kusche gefunden haben, und wir haben mal angezeichnet, wer es sich hierbei handelt. Die Karte findet ihr auf unserem Internet-Site, wenn wir wissen, dass die Leute gewohnt sind heute zu Lützeburg, in welchen Regionen das heute zu Lützeburg geht, die dann direkt auf ihrer Grenze ein Endmülllager hätten. Dafür haben wir das eine Karte, wo wir mal die Massiven rausgestrachen haben, die Assistat ohne genau Angaben an diesem welchen Plan mit dran sehen. Sie sollen einfach mal gucken, wir wissen noch nicht genau, mir ist aber gerne, dass Lützeburger Bürger informiert sind, dafür haben wir bei unserem Internet-Site gesagt, neben den offiziellen Dokumenten von der belgischen Regierung als Explikation, wir haben es heute nicht dabei geschrieben, hier hat der Gaume, direkt unter Grenze von der Lützeburg, hier der Saint-Clinal de Neufchâteau, hier den Massif de Stavelot. Das ist also direkt von der Lützeburg Schutz, direkt für unser Haustier. Und dafür hat den Dossier uns auch zu interessieren. Problem auch am Rapport mit der strategischen Umweltprüfung aus dem zweiten Volley, auf den ich will angehen, weil hier ist ein bisschen eine verkehrte Welt. Sie sagen, wir gucken da, und wir wissen auch noch keine Impakte. Und dafür fanden wir, dass in diesem Dossier eine ganze Reihe von Inkohärenzen gibt, und daher sind wir nicht die Einzigen, die das auch an den Gesprächen so rauskommen, die ich an den letzten Tagen gefeiert habe. Das betrifft also erstens den Constat, dass der Rapport nach überhaupt nicht ob die grenzüberschreitenden Risiken von dem Endlager angeht. Der Rapport berieft sich, dass es das freie Stadium wäre von dem Projekt und dass in dafür noch nicht alles so. Das, die Damen und Herren, ist aus Lützeburger Sicht nicht haltbar. Und ich denke, dass Sie muss Weiche stellen, für wirklich all Données noch zu kriegen. Zweitens steht die Approche, für schon konkret so Zonen auszuweisen, am direkten Konflikt mit der ESPO-Konvention und auch mit den europäischen Umweltimpaktetüd-Direktiv, die eine Prüfung von den direkten Umweltimpakten an der Region 4 schreibt, und das unabhängig, ob sie auf dieser Seite oder auf der anderen Seite von der Grenze sind, und das ist einfach nicht gemerkt. Und das fand ich wirklich skandalös, und ich meine, das muss ich direkt sagen, dass du als Le Monde à l'envers, so mal ich muss wollen, da guck mal, was los ist. Dabei müsste ich gucken, was hat das für Impakte, unabhängig von den Grenzen, und dann richtig Entscheidungen können treffen. Dafür ich fand es nicht, aber auch nicht responsabel, und ich fand doch inakzeptabel, dass so ein Projekt festgehalten ging, eine Vorgehensweise und einen Plan festgehalten ging, ohne zu wissen, was der langfristige Impact ob das Wasser, ob der Boden, ob die Umwelt überhaupt ist, auf jeden Fall ob der Mensch ist. In diesem Sinn werden wir auch, also die Regierung, der Staat, und schon noch in der Administration gebeten, wenn ich den Avis zu schreiben, wenn es um volle Wasser zum Beispiel geht. Wir werden einen kritischen Avis schreiben, und wir werden auf all die Punkte angehen, die ich just erwähnt habe, das erstens die Vorgehensweise, das zweitens die juristische Inkohärenzen und auch die Intransparenz, die an dem Dossier herrscht, weil der Toten das nicht eine Approche, wie wir uns wünschen, zwischen den Operen.
Und dann ist mir aber nie so wichtig, für eben die Leute zu informieren, gut zu informieren, für das Bürger, die ONGen, aber auch die Lokalakteuren als Bürgermeisterin, Wassersyndikate, dass die Leute, die das betrifft, dass die auch können hören, wie mit der Zeit erreichen. Weil das generell so, dass die öffentlichen Prozeduren, die Konsultationen, die gemacht gehen, da ist es doch wichtig, dass in anderer Zeit seiner wie aufgeht, für das er konsideriert gehen. Ich will noch einmal betonen, wir sind in einem ganz frühen Stadium. Mir ich fand es wichtig, und die Regierung wird das doch machen, dass eine kritische Navi heute so aufgeht. Dafür werden wir dann noch mehr an den Zeitungen Annoncen machen für die Consultation publique transfrontière bekannt zu machen, die Bürger das mitzuteilen. Zusätzlich fand auch und unserem Internetseite, dem Umwelt-LU, Karten und noch die Informationen zu diesem Thema. Und Deadline noch ein Kaffee zu rappelieren, das den 13. Juni 2020, wo die Leute sich können engagieren, für Hirn und wie aufzugehen. Und dann hoffen wir, dass wir uns alle Guten mobilisieren, für aktiv dem Pushback zu gehen, dass an unserer Grenzregion so ein Endlehrer soll kommen. Ich kann nicht versprechen, es sind schon in Kontakt mit den belgisch-wallonischen Ministerin, gestaunt auch die Regierung informiert über den Plan, den du besteht. Und wir werden auf allen Niveauen als ansetzen, für einen kritischen Standpunkt zu verteidigen. Damit wäre ich mit Menge Punkten an. Und ich wünsche ihr alle gut und auch der Wirtschaft draußen bleibt gesund. Und die können dabei zählen, dass wir uns engagieren an diesem Dossier Endmüller auf der belgischen Seite. Und so ich merci für die Nullstelle. Und los du nicht für Fragen zu stellen. Cordula Schnur von der Luxemburg Times. Wenn ihr nur auf der Karte guckt, das nördliche Gebiet, das ist auch ganz an der Nähe von Deutschland, sieht ihr auch an Kontakt mit den Autoritäten, dann war der Richtstoff von einer Kooperation an dem Gebiet. Also wir werden auch nach Kontakte vertiefen. Ich weiß, dass die Deutschen aktuell auch am Gange sind, zu gucken, und auch das werden wir konzertieren. Das gilt nicht nur mit den lokalen Akteuren aus der Wallonie zu schaffen, wir sicherlich auch mit den deutschen Operen, auch sie machen enge Journalisten. Und das gilt an den nächsten Wochen noch zu verstärken und sich zu konzertieren. Moyenne, Joseph, l'essentiel. Ganesh auf Französisch, Freund. Du coup, quels sont les retours que vous avez eus pour l'instant exactement des autorités belges? Est-ce que les discussions étaient tendues ou est-ce que se disent on est seulement en train de voir, on verra ce qu'on fera plus tard? Bon, das so, das heute ein Atommüll-Lager-Problematik als Plan, die von den nationalen, föderalen Autoritäten auf der Weg gebracht wird. Da hatte ich noch kein Gespräch mit der zuständigen Ministerin. Ich hatte aber ein Gespräch mit den zwei zuständigen Ministerinnen aus der Wallonie. Muss ich wissen, der Tote geht über ganz Belgien. Es sind auch Standorte Miheja, Flandern, über Brüssel, die heute Standorte, das sind die Eislo direkt betreffen. Und dafür war den ersten Velo auch wirklich die wallonischen Autoritäten zu kontaktieren, ob sie etwas zu den Plänen wissen, wie hier Erstellung ist und inwiefern sie involviert waren an die Pläne. Das wären sie nicht. Und sie sind am Gangen auch hier Position zu diesem Dokument zu präparieren. Ich kann nicht sagen, dass wir ganz gut, ganz produktiv Gespräch hatten, sowohl mit dem Klima- und Energieminister, wie auch mit der Umweltministerin von der wallonischen Kollegen. Und sie werden sicherlich auch, sie kritisieren auch verschiedene Sachen mit Positionen, werden an ihrem Regierungsrat auch arretiert gehen. Aber sie sind aktiv auf der Thematik drauf und wir hatten ein ganz gutes Gespräch.
Moin, Pitt. RTL. Ich wollte just sehr froh, wie kann sich das total an der Praxis vorstellen? Hast du schon Rätsel von Quantitäten, wie Dave könnten die Déchets an den Boden kommen, ob wir Plätzen bestimmt nicht in der Dörfer oder du irgendwie schon Informationen respektive was sind die normalen Prozeduren an so einem Fall für die, die sich nicht an dem Bereich auskennen? Man das ist eben genau die Frage, die sich heute stellt. Was tun sie gemacht? Welche Autoritäten, die zuständige Autorität, andere hat eine Analyse gemacht von den geologischen Schichten, wo ihr könnt nukleare Auffall lehren. Also sie an sich Plätze definiert, wo sie das da ginge weiter in der Sichen. Das heißt, wir wissen, es ist das, ähnlich wie teilweise Frankreich war. Frankreich hat ja auch schon so Prozeduren gemacht, wo man noch keine Données. Und das ist genau das Problem, dass sie an sich Regionen schon wollen definieren oder Plätze wollen definieren, ohne dass wir wissen, was das den Impact, was sind all die anderen Kriterien. Und das heißt, wir brauchen an sich mehr Informationen. Für allem mengen muss von, also das ist das, was wir kritisieren, dass man am Dossier Inkohärenzen gesehen, weil halt lediglich geguckt wird, wo können die das stockieren, geologisch, wo man kein Erdbeben, und es gibt die anderen Impakte, da sagen sie, wir sichern echt die Plätze, wo das kein sind, und da gucken wir weiter. Wir denken aber, dass das die falsche Projekt ist, weil bei so einem Projekt muss auch Umweltimpakte mit Bezug holen, und zumal, wenn es dann doch tut wie es GOM, die Raken, da gehen die geologische Schichten wirklich amtlich bei Land ran, bis sie bei den Sand stehen, wo wir eben Wasser produzieren. Und all diese Sachen, die sind heute nicht geguckt. Und das ist das, was wir auch kritisieren, wenn wir einfach so in den Plan haben, das ein bisschen, wir holen die von Hand ab. Wir gucken echt, wo könnte man machen? Überall, und da ging man den Leuten recht Bescheid so, und dabei ist es eigentlich genau ähnlich, dass man die Wüsste von der Lützeburger Prozedur, wenn etwas so legend gemacht ging, dann ist es ganz wichtig, dass Umweltimpakte bekannt sind, und da kommen die nächsten Etappen. Und wir sehen hier wirklich ein Problem prozeduraler Art, auch juristischer Art, dass die Umweltimpakt direktiv nicht gegen respektiert gehen, aber auch die DESPO-Konvention, und ich meine, das jahrelang als Lützeburg angesagt, dass man sollen die grenzüberschreitenden Informationen durchschleien hun, und das muss auch heute Fall sein. Erik kann etwas sagen. Die hat logisch gesagt, dass an der Prozedur eng Direktive noch gegen den Konventionen verstoß geht. War das du eventuell der Pouvoir von der Regierung auf dem Niveau dann zu intervenieren, auch zu Brüssel? Also ich meine, dass es echt, das hat ja ein Avant-Projekt von einem Plan, den dann über Arrete zusammen am Rapport festgehalten wird. Das ist bis am Anfang von einer Prozedur. Was für mich wichtig ist, ist, dass man die kritischen Punkte alle guten abwerfen, dass Lützeburg sich bemerkbar macht. Also das nicht der Weise von Transparenz, von Kohärenz mit der Legislation im europäischen und internationalen Plan, die wir erwarten. Und da muss ich gucken, wie die Reaktion ist. Sie frohen als Lohm den Navi, aber wir werden definitiv einen kritischen Navi machen, für dann noch eventuell Prozedur selber auf vorzustellen, wie es daher hier geht, wie aber auch die einzelnen Standorte kritisch zu hinterfragen, weil wir eben den Impact auf Lützeburg, ob als Ressourcen, ob die Welt nicht wissen. Wir wissen immer doch nicht Gefahren, ob die Leute, ne, wissen, und das ist aber wichtig, dass in einem Vielfalt wirklich den Impact auf die Welt, auf den Mensch weiß. Und das ist nicht der Fall. Okay. Das ist ich ganz herzlich merci.